wie wir gerade vor dem Predigt, vor dem Lieder gehört, dieser Bibelvers in Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Unser Thema heute lautet die Gnadenschule. Die Gnadenschule. Es gibt verschiedene Schulen und jede Schule hat eine bestimmte Richtung. Heute werden wir reden und hören über die Gnadenschule. Und wenn Sie wissen genau, dass jede Schule hat einen Leiter, die Gnadenschule hat auch einen Leiter. Jede Schule hatte eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern. Und die Gnadenschule hat auch ähnlich. Und jede Schule hat ein Programm. Die Gnadenschule hatte auch ein Programm. Ich will zuerst etwas sagen über unseren Schulleiter. Der Leiter für diese Gnadenschule steht über dieser Leiter in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. 1. Petrus 5, 10. Und dieses Vers hilft uns, genau zu sehen, was der Herr meint von diesem Wort. Er ist der Gott aller Gnade. Oder kann man sagen, Gnade ohne Grenze. Seine Gnade hat keine Grenze. Und das ist genau die Bedeutung für Johannes, Kapitel 3, Vers 16, dieser sehr bekannte Bibelvers. Also hat Gott die ganze Welt geliebt. Er hatte reichliche Gnade. Er ist Gott aller Gnade. Manchmal, wenn ich eine Sünde in meinem Leben habe, oder habe ich etwas Falsches getan, kommt der Feind, kommt der Satan und versucht mich in Zweiflung bringen, wie werde ich Gott begegnen? Aber steht hier der Gott aller Gnade. Seine Gnade ist größer als meine Fehler. Seine Gnade ist breiter als diese Welt. Aber vielleicht fragt jemand mich in dieselbe Bibelvers. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Warum muss dieser Leid? Wenn er Gott der aller Gnade ist, wenn seine Gnade so reich, warum muss seine Kinder solche Leid tragen? Ich habe einen Freund in Ägypten, der ist Goldschmied. Und als ich mit Gruppen von aller unseren Nachbarn nach Ägypten haben wir eine Reise gemacht, er hat mich eingeladen, seine Werkstatt zu besuchen. Bin ich mit den deutschen Geschwistern in der Werkstatt und er hat uns gezeigt, warum dieser Gold ist verschiedene, 9 Grad und 18 und 21 und 24 und jeder hat andere Preise.
hat uns gezeigt, die verschiedenen Öfen, die er hat. Dieser Gold wird in den Ofen reingesteckt, in einer bestimmten Grad Hitze, bis es richtig pur Gold wird. Dann holt er dieses Stück raus und wird dieser formuliert und wird richtig sehr teuer. Muss das sein? Hat gesagt, ja. Manchmal erlaubt Gott für einer oder einige von uns mit bisschen Leid oder Schwierigkeit oder Probleme im Leben. Gott hat das nicht vergessen. Das ist eine Schule, die Programm hat. Und danach sagt er selbst, der Leiter persönlich. Der Leiter persönlich hat eine besondere Beziehung zu jeder Schülerin und Schüler, die in diese Schule gehen wollen. Noch eine Eigenschaft über diese Schulleiter. In Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eine Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und diese zwei Worte, Gnade und Wahrheit. Manche Leute reden nur von Gnaden. Und das ist gut. Aber was bringt Gnade ohne Wahrheit? Was bringt das? Gott ist groß. Er ist barmherzig. Er ist Geber. Gott ist gut. Wie wir sagen in unserer Muttersprache, Ar-Rahman Ar-Rahim. Es ist sehr gut. Aber was bringt das ohne Wahrheit? Wir brauchen die Wahrheit. Und es steht in Johannes Evangelium, Jesus sagt, ich bin der Weg und das Leben. Was ist das dritte? Und die Wahrheit. Die Wahrheit ist in Jesus. Und Jesus ist die Wahrheit. Und ohne Jesus lebe ich vielleicht hier auf der Erde unter die Gnade. Aber es fehlt mir die Wahrheit. Und ohne Wahrheit gibt es kein ewiges Leben. Gibt es kein ewiges Leben. Noch eine Eigenschaft von dieser Schulleiter. Lesen wir 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 8. 2. Korinther 9, 8. Gott aber vermag alle Gnade. Ich habe versucht, das Wort alle und voll immer. Und ich bin sehr dankbar für meinen lieben Bruder Hendrik Malko, der hat mir geholfen bei dieser Präsentation. Alle und volle, alle Gnade. Gegen euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, aller Zeit, aller Genüge habend, überströmen seid zu jedem guten Werk. Wenn er kommt ins Leben, er ändert alles. Wie die Worte, die Paulus sagt in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Das ist ein beliebter Vers für meinem Herzen. Denn wenn jemand in Jesus Christus, er ist neue Kreatur. Das alte Leben ist vergangen. Siehe, alles neu geworden. Er kommt mit aller seiner Gnade. Aber viertens, in Hebräer 4, 16. Und das Vers tröstet meinem Herzen. Lasst uns nun mit freimutig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen
und die Gnade finden zur richtigen, zeitigen Hilfe. Gott weiß, was du von Schwierigkeit oder Probleme. Und er hat vorbereitet Gnade für diese Situation. Er ist Gott, der in der richtigen Zeit kommt mit seiner reichen Gnade. Sie haben alle die Situation in Ägypten mitbekommen. Und sie hören jetzt in der Nachricht über die Situation in Ägypten. Ich befürchte, wenn die Situation in meiner Heimat, alles wird ruhig und wird gut und die neue Regierung und kein Krach und keine Gewalt und alles wird schön und die Gemeinde schläft und wird kein Gebetsstunde nochmal und wird kein Schreien zu dem Herrn. So ist es so. Manchmal, Gott erlaubt mit dieser Strom und die Sturm und der Wind und die Willen, um mich wach zu behalten. Einer von den ersten Sätzen, die ich in die deutsche Sprachschule gelernt habe, das war: Not lernt beten. Not lernt beten. Viele Leute haben gelernt, wie die beten sollen. Wie oft höre ich von Leuten, er sagt, ich bin in eine Krise gekommen und durch diese Schwierigkeit oder durch diese Krankheit oder durch diesen großen Verlust habe ich Jesus gefunden. Das heißt nicht, dass Gott immer benutzt diese Schablone. Nein. Aber wenn ich durch solche Not und die Schwierigkeit, Gott ist bereit, mich zu begegnen. 5. Eigenschaft für diese liebe Schulleiter, das lesen wir in Epheser 2, 7 und 8, was der Bruder gelesen hat vor dem Predigt. Dieser Schulleiter hatte eine reiche Gnade. Reiche heißt, es genügt. Es genügt für jeden, der ihn akzeptiert. Jesus sagte, ich bin gekommen für die Zerbrochenen, für die Gebundenen, für die Blinden, nicht die Augenblinden, sondern die Blinden, geistliche Blinden. Ich bin gekommen, um Freiheit zu geben. Und seine Gnade ist reich. Er ist gekommen für die Ängstlichen. Ich saß mit einem älteren Herr in einem Seniorenheim in Deutschland. Und mitten in dem Gespräch in die Seelsorge hat gesagt, weißt du, mein Sohn, ich leide unter einer sehr alten Sünde, die ich in meiner Jugendzeit gemacht habe. Ich hatte keine Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Damals auch war Schande für die ganze Familie, wenn das raus oder aufgetaucht. Aber heute schlafe ich sehr schlecht, träume ich viel. Ich weiß nicht, was zu tun. Meinst du, eine alte Sünde kann ich vor Gott bringen? Er hat reiche Gnade. Mit neuer oder alter, mit großer oder kleiner. Wir geben die Sünden Maße. Kleine Sünde, große Sünde. Es gibt bei Gott kein großer oder kleiner Sünde oder Fehler. Die Sünde ist Sünde. Wir haben gegen Gott etwas gemacht. Der Satan will, dass ich bleibe unter diesem Druck. Aber heute Gott redet mit dir und mit mir über diese Zeit des Gnade, dass wir nutzen diese Gelegenheit und kommen zu ihm. Herr, in deiner reichen Gnade verstecke ich mich. Du bist Gott der aller Gnade. Meine Vergangenheit,
Wir beten immer und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, wie kann er uns erlösen? Wir sollen zu ihm kommen. Wir müssen unserem Herrn für ihn öffnen. Das letzte in dieser Eigenschaft, dieser Herr des Gnade oder der Schulleiter, der Leiter der Gnadenschule. Es steht in 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Redet er mit seinem Knecht Paulus. Und Paulus sagt, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, bis Ende dieses Verses. Meine Gnade genügt dir. Du brauchst zu glauben. Nimm mal dieses Geschenk, wie es ist. Nimm es. Nimm es. Ich werde das nie vergessen, als ich einmal eine freie Zeit angefangen und habe mit jemandem gesprochen. Und als ich die Preise in Deutschland auch gehört, wie viel kostet ein Freizeitheim? Und danach fangen die mich zu fragen, mit oder ohne Essen? Ich sage, natürlich Freizeit ohne Essen, natürlich mit Essen. Danach haben gesagt, mit oder ohne Kopfkissen, mit oder ohne Bettwäsche, mit oder ohne, ich habe gedacht, Angst gehabt, sagen mit oder ohne Luft zu atmen. Alles kostet, gibt es nichts kostenlos in dieses Land. Und eigentlich, ich hatte Angst, diese Freizeit weiterzumachen. Aber da kam einer und der hat einen Scheck gegeben. Und er hat dieser Scheck untergeschrieben. Und er hat dieser Scheck gelassen bei der Leiter, der Hausleiter, der Hausvater. Hat gesagt, behalte das. Wenn die Freizeit zu Ende, bitte teile mir nur den Betrag und lass Elia das erfüllen. Ich habe es schon untergeschrieben. Da habe ich natürlich kein Wasser für die Leute gebracht zu der Coca-Cola. Und da hatten wir die Freizeit wunderbar gemacht. Alles ist bezahlt. Du musst das glauben. Du musst das glauben. Das Programm der Gnadenschule. Was für ein Programm hat diese Schule? Das Programm steht in Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Titus Kapitel 2, 11 bis 15, findest du das ganze Programm von dieser Schule. Von Anfang bis Ende. Dieser Schulleiter hat das Programm vorbereitet und er hat die Kosten für dieses Programm bezahlt und er hat die Einladung für die Schülerinnen und die Schüler ganz offen geöffnet. Er persönlich begegnet diese Leute und hilft. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Erschienen. Heil bringt für alle Menschen, alle Nationalitäten, alle Religionen, alle verschiedenen Sprachen. Diese Gnade heilt alle Menschen. Gottes Gnade erschienen. Kann jemand von Ihnen mir helfen und sagen, erschienen in wem oder wann ist die erschienen? In Jesus Christus. Gottes Gnade ist erschienen in Jesus Christus. Jesus ist die Gnade Gottes, die zu uns gekommen ist. Und bevor Jesus zu uns gekommen ist, die Gnade war da, ja, aber wir können das entdecken. Wir können das verstehen. Als Jesus von dem Vater gekommen, er kam als Gnade zu uns. Gott hat alle seine reichliche Gnade in Jesus Christus zu uns gegeben. Und jetzt, wer akzeptiert Jesus, akzeptiert die Gnade. Und wer
Jesus ablehnt. Er ablehnt nicht Jesus als Person, er ablehnt Gott persönlich, Gottes Gnade. Diese Schule spricht über Sachen, müssen wir verleugnen. Und die andere Sache müssen wir leben und tun. Und die Sache müssen wir erwarten. Zuerst hier steht, über Sachen müssen wir verleugnen. Unterweist uns oder unterrichtet uns, damit wir die Gotteslosigkeit und die westliche Begierden verleugnen. Die erste Lektion, die erste Stunde in dieser Gnadenschule, dass ich alles, was es mit dem Welt, Lust, alle diese weltlichen Bewegungen, muss ich das verleugnen. Ich soll bereit sein, abzugeben. Als ich zum Militär in Ägypten gegangen, mussten die Haare muss weg. Die Kleidung, was ich mit von zu Hause, die muss weg. Wir kriegen neue Kleidung, andere Schuhe, alles total anderes Leben. Übrigens, unser General in dem Militär, das ist Bruder Michael Yusuf, er sitzt auch hier, der eine von mit gesungen. Er war der General im Militär, als ich Soldat damals war. Muss neues Leben, neue Situation, alles neu. Möchtest du zu dieser Gnadenschule reingehen, du musst bereit sein, solche Sachen abzugeben. Es gibt nicht in dem Programm der Schule, dass ich lebe inzwischen oder hinkle zwischen zwei Situationen. Entweder willst du Jesus nehmen als Herr und Heiland, verabschiede mal alles, was ist vergangen. Der Herr respektiert deine Freiheit. Du sollst diese Entscheidung von dir selbst haben. Willst du, dann musst du das abgeben. Die Gottlosigkeit und die westliche Begierden verleugnet. Und was müssen wir leben oder tun? Erwarten die glücklich-selig Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unser großer Gott, unsere Hoffnung. Wenn ich das abgebe, kann ich leben. Kann ich leben? Kann ich das Leben genießen? Kann ich verstehen, was heißt Leben? Ich weiß nicht, wie viele Jahre arbeitest du in dieser Arbeitsstelle, wo du jetzt bist? Genießt du das Leben? Wenn Jesus hatte die erste Reihe in unser Leben, da wissen wir, was heißt Leben. Weil er ist das Leben und er gibt das Leben. Er ist die Quelle für das Leben. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Das ist ein Leben mit Narkose. Ohne Jesus Leben mit Narkose. Irgendwann wäre ich wach und öffne meine Augen und die Chance ist weg. In dieser Schule müssen wir etwas warten, sagt in dieselbe Bibelvers, dass wir warten auf unsere Hoffnung, unsere gesegnete Hoffnung. Jesus ist unsere gesegnete Hoffnung. Er ist Gottes Gnade. Er ist der Erlöser, der mich befreit von aller weltliche Bewegung, und er ist der Hoffnung, der uns mitnimmt zu dem Vaterhaus. Ich will ganz kurz über ein biblisches Beispiel sprechen. Lukas Evangelium Kapitel 15. Die Geschichte fängt an
ab Vers 11. Ein Mann hat 2 Söhne. Natürlich ein älterer und ein junger. Und der Junge hatte eine Gruppe von Freundschaft, geht mit Spielen, Sprechen, Spazieren. Eines Tages, seine Freundschaft hat gesagt, du bist kein echter Mann, du bist noch ein Kind. Lebst du noch bei Papa? Mensch, sag dein Vater, er soll die Erbe jetzt teilen. Der Vater muss diese Erbe abteilen. Nimm mal, was dir gehört und komm, lasst uns leben. Lasst uns das Leben genießen. Die Idee kam in seinen Kopf, ging zu seinem Vater und mit aller Gewalt hat versucht, der Vater liebt ihn, hat alles für ihn vorbereitet, aber er hat keine Geduld. Ich möchte das Geld haben. Die Bibel erzählt in Lukas Evangelium Kapitel 15, dass der Vater hat ihm seine Erbe gegeben. Er hat das Geld mitgenommen und es steht in der Bibel, er ist zu einer sehr weiten Ort gegangen. Und dort hat er gedacht, jetzt habe ich die Freiheit. Jetzt habe ich die Freiheit. Nach kurzer Zeit hat er alle sein Geld verloren. Aber in was? Steht in Gottes Wort. Steht in Gottes Wort. Trinken und die Sexualität und vielleicht Geld spielen. Er hat alles verloren. Und wir wissen das von seinem Bruder. Als sein Bruder hat erzählt, dein Sohn, der hat alle dein Geld verloren mit dieser schlechten Gemeinschaft. Ich habe gedacht, er kommt zurück und sagt, ach, ich habe alles verloren, aber es noch nicht. Er hat gesagt, jetzt muss ich meine Brötchen selbst verdienen. Ich suche eine Arbeitsstelle. Er ist gegangen, hat gesucht eine Arbeit. Da war nur ein Schweinestall. Die suchen einen Mitarbeiter in einem Schweinestall. Oder vielleicht hat er versucht bei einem Bekannten, bis er diese Arbeitsstelle gefunden hat. Guck mal den Unterschied. So geht die Linie. Von einer, der hat Erbe, der lebt in dem Vaters Haus, hat alles, was er braucht. Zu einer, der arbeitet und hat nichts gefunden. Er wollte von dem Futter von dieser Tiere etwas zu essen, keiner hat ihm gegeben. Und es bewegt meinem Herzen, wenn es steht in der Bibel, er ist zu seinen Gedanken zurückgekommen. Er war wie einer, der Narkose hat. Er war unter dieser Narkose. Aber er ist zurückgekommen zu seinen Gedanken. Er ist wach geworden in diesem Moment. Als das passiert mit ihm, hatte er diese Gedanken in Vers 17. Ich stehe auf und gehe zurück zu meinem Vater. Die alle Mitarbeiter bei meinem Vater essen und trinken und die haben auch übrig. Und ich werde hier verloren außer Hunger. Ich stehe auf und gehe. Ich und du brauchst diese 2 Sachen heute. Stehe auf, wechsle diese Situation, wechsle dieses Leben. Und gehe zum Vater. Steh auf und geh zum Vater. Und ich werde zu meinem Vater sagen, ich bin nicht würdig, ein Sohn von dir zu sein. Bitte akzeptiere mich als ein Mitarbeiter. Ich habe zu dir und zum Gott gesündigt. Aber wenn wir lesen die Bibel richtig, er war klug. Ich habe zu dem Himmel und zu dir gesündigt.
Viele sagen, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber ich finde, dieser Titel ist nicht richtig. Der verlorene Sohn kommt nie zum Vater zurück. Das ist der kluge Sohn. Das ist der intelligente Sohn. Das ist einer, der richtig nachgedacht. Das passiert, Jesus hat dieses Beispiel erzählt und das passiert in etwas wie unsere Heimat, im Orient. Und beim Orient, wenn das passiert bei mir, in Ägypten oder ein Bruder aus Israel oder ein Bruder aus Libanon oder so, und da kommt dieser Sohn zurück, ohne seinen Ring, ohne Schuhe, sieht sehr miserabel aus. Da steht der Vater vielleicht und sagt, er darf nicht das Haus nochmal betreten. Oder er muss hier bis zu mir kommen. Er muss hier Buße tun. Oder mindestens 1, 2 Wochen nicht mit dieser Kerl sprechen. Er guckt mal zu ihm von oben nach unten als schmutziges Stück. Ich habe es persönlich erlebt in Ägypten, als ein Vater hat gespuckt auf seinen Sohn. Was hat dieser Vater hier gemacht? Was hat Vater des Gnade hier gemacht? Wie hat dieser Vater reagiert? 5 Punkte hatte der Vater gemacht. Das erste, sah ihn, als er nach sehr weit weg, nicht als er gekommen, als er noch sehr weit war, der Vater hat ihn gesehen. Gottes Augen sieht jeder von uns. Auch wenn ich mitten in die Sünde, wenn ich sehr weit von dem Herrn, seine Augen sieht mich. Die folgt mir. Er ruft mich mit seinen Augen. Zweitens, wurde innerlich bewegt, sein Herz. Liebe Geschwister, wir haben einen Vater, der nur lieben kann. Kann nur lieben. Kann nur geben. Und kann immer vergeben. Aber man muss von sich selbst Entscheidung treffen. Ich will, ich stehe auf, ich gehe. Du musst anfangen und er vorbereitet und öffnet den ganzen Weg. Und das drittens, lief hin. Lief hin. Der Vater geht zu dem Sohn. Die Gnade kommt zu den Menschen. In anderen Religionen, man muss tun. Man muss beten, man muss fasten, man muss bezahlen, man muss Almosengeld geben, man muss. Aber die Bibel erzählt uns, Gott kommt mit seiner Liebe, Gott kommt mit seiner Gnade, Gott kommt mit seiner Vergebung. Jesus ist gekommen, um zu sterben auf dem Kreuz, um mir Freiheit zu geben. Und ich als Mensch, ich soll dieses Geschenk mit Freude akzeptieren. Der Vater, raus vom Haus und schnell auf die Straße, ging zu ihm. Viertens, fiel ihm um den Hals. Da kam die Beziehung nochmal, die Freude nochmal. Und fünftens und letztens küsste ihn sehr, als er zu ihm sagen will, ich habe dich vermisst. Es war sehr hart für mich, ohne dich hier in dem Haus zu leben. Jeden Tag bin ich rausgegangen, habe ich geguckt, vielleicht kommst du von dieser Gasse oder von dieser Gasse. Ich habe für dich gebetet. Und ich habe auf dich gewartet. Aber weißt du, wir reden nicht von dieser Geschichte. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und er hat in dem Haus für die Mitarbeiter gesagt, schlachte dieser gute Ochs und wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war verloren, er ist gefunden, er war tot, jetzt er lebt. Wir sollen essen und uns freuen.
und haben sich gefreut. Solcher Vater gibt es nur im Himmel. Der ist in Jesus Christus erschienen und er hat seine Gnade zu uns gegeben. Wir werden jetzt diese Geschichte auf deutsche Sprache hören, nur die Bibeltext. In dieser Zeit hören wir auch parallel Musik von dem Lied Nummer 149. Und wenn die Geschichte zu Ende, werden wir das Lied zusammen singen. 149. In dieser Zeit ist eine stille Zeit für uns alle. Ob der Herr zu dir gesprochen hat? Hast du Sehnsucht an dieses neues Leben? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Sünde alt oder neu, groß oder klein, bekannt geworden oder noch versteckt. Es ist eine Gelegenheit und Zeit jetzt, diese Sünde vor dem Herrn zu bekennen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Geduld, deine Liebe. Die ist immer neu und hat keine Grenze. Ich komme mit meinen Brüdern und Schwestern vor dir jetzt. Mit meiner oder unserer schmutzigen Hände, schmutzige Gedanken, unser schwarze Herzen. Wir kommen zu dir. Wir bitten dich in deiner Gnade, in deiner reichlichen Gnade. Komm, Herr, mach uns neu. Danke für dieses biblische Beispiel, dass du ein Vater bist, der liebt seine Kinder. Ein Vater, der wartet auf uns. Ein Vater, der will sich freuen und wird sich freuen, wenn wir zu ihm zurückkommen. Ich bete für jede Person hier in der Halle, aber auch für die Leute, die uns durch das Internet jetzt hören, dass du die Herzen öffnen. Öffne die Herzen, Herr Jesus Christus. Bewege die Herzen. Die Zeit ist knapp und das Leben ist sehr begrenzt. Wir warten auf dich. Auch für meine Brüder und Schwestern, die wiedergeboren sind. Da sind die Lehrerinnen und die Lehrer in dieser Gnadenschule. Herr Jesus, bitte, schenke uns Mut, dass wir die Leute begegnen, zu denen gehen und die mit der Botschaft teilen. Du hast gesagt, geht hin, schenke uns diesen Mut. Segne, was du uns gegeben heute hast, in Jesu Namen. Amen.